Herzlich willkommen hier bei Retrocast Sinnlose Let's Plays und wie ihr am Bildschirm am Anfang gesehen habt, zu New Pokémon Snap, der Nachfolger von Pokémon Snap nach weiss ich wie viele Jahre, 15 Jahre oder mehr. Auf jeden Fall bin ich sehr froh, dass wir da dort dürfen spielen. Das Ganze ist natürlich wird ein bisschen improvisiert sein. Den Fernseher, den ich hier habe, kann noch 720p aufnehmen. Darum wird die Aufnahme hier noch in 720p sein. Aber ich sage mal, die meisten Leute draussen, denen wird ja da auch so lange. Also ich bin zumindest der Meinung, man braucht nicht immer die beste Auflösung für jedes Spiel. Darum spielen wir das einfach, und zwar als weiblicher Charakter, als Kesha. Wenn wir schon beim Mario Golf Advance Tour gemacht haben. Und ja, das ist jetzt auch nicht so retro, sondern relativ aktuell, aber wir werden die auch einen Haufen spielen im Moment, aber ja, jetzt denke ich probiere es gleich einmal, mache jetzt dann gleich einmal New Pokémon Snap. Also mal ganz kurz angespielt, aber wirklich nur quasi das Tutorial durchgespielt, also quasi die Folge, die ich jetzt hier werde aufnehmen. Hat mir einfach mal Wunder genommen, wie es aussieht, und darum tun wir jetzt hier einfach mal. Hey, hier drüben! Hallo! Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Lentil-Labor für Pokémon und Naturforschung. Mein Name ist Miro. Ich erforsche hier auf der Floreo-Insel Pokémon und ihre natürlichen Lebensräume. Aber das ist noch nicht alles. Der Professor hat auch vor, alle anderen Inseln der Lentil-Region zu erkunden. Das hat bisher noch niemand gemacht. Ist das nicht der Wahnsinn? Aber... Hast du etwa Vince vergessen? Ups, natürlich nicht. Du hast sie auch gelesen, oder? Die Geschichte des Abenteuer-Captains Vince. Aber das ist schon 100 Jahre her. Deine Forschung ist viel wichtiger, Professor. Ach, der Enthusiasmus der Jugend. Das ist Rita. Sie ist die Tochter eines guten Freundes und besucht mich hier während den Schulferien. Aber Professor, ich bin doch nicht zu Besuch hier. Ich bin deine Assistentin. Ach ja, wie konnte ich das vergessen? Du bist mir natürlich eine große Hilfe. Nun gut, es wird Zeit, dass ich dir erkläre, was dich bei diesem Schnupperkurs erwartet. Aber lasst uns erstmal ins Labor gehen, da können wir uns besser unterhalten. Okay. Mir nach, ich zeig dir den Weg. Also, wo waren wir noch gleich? Ach ja, wie du sicher schon bemerkt hast, leben in der Lentil-Region viele verschiedene Pokémon. Sie zu fotografieren hilft uns mehr über ihre Lebensweise und ihre Umgebung zu erfahren. Und dabei brauchen wir deine Hilfe. Du wirst bei diesem Schnupperkurs ganz viele Fotos von ihnen schießen. Nachts kann man sogar leuchtende Pokémon begegnen. Das ist wunderschön. Also dann. Hier ist deine Forschungskamera. Ich habe die gleiche. Mit ihr können wir untereinander und auch mit anderen in Kontakt bleiben. Ganz genau. Mit dieser Kamera kannst du nicht nur fotografieren, sondern auch kommunizieren und Daten analysieren. Sie dient zusätzlich als eine Art Mitgliederausweis, also pass gut auf sie auf. Na, was sagst du dazu? Der Wahnsinn, oder? Der Professor hat sie selbst entwickelt. Professor, darf ich erklären, wie sie funktioniert? In Ordnung, dann überlasse ich das meiner Assistentin. In der Zwischenzeit werde ich ein paar Vorbereitungen treffen. Okay, dann lass uns gleich nach draußen gehen.
die Erklärung in der Einführung beruht auf der Standard. Gut, also. Mal sehen. Perfektes Timing. Versuch mal, dieses Pokémon zu fotografieren. Mit A kannst du ein Foto machen. Ja, gut so. Jetzt bewege mal die Kamera, bevor du das nächste Foto machst. Siehst du die Markierung in der Mitte? Das ist der Zeiger. Mit dem linken Stick kannst du den Fokus bewegen. Die Kamera folgt der Bewegung des Zeigers. Versuch es doch mal. Also, da können wir so bewegen und dann können wir auch rundum schauen. Du kannst die Kamera nach oben und unten bewegen und dich um die eigene Achse drehen. Dank dem Gyrosensor kannst du dafür auch die Bewegungssteuerung nutzen. Oh, sieh mal, da kommt ein Pikachu. Versuch mal ein Foto von diesem Pikachu zu machen. Richte zuerst den Fokus und den Winterling. Hast du die viereckige Markierung gesehen, die um Pikachu herum erschienen ist? Sie zeigt an, was das Hauptmotiv des Fotos ist. Das solltest du dir gut merken. Das spielt nämlich eine wichtige Rolle bei der Fotobewertung des Professors. Dann versuch mal ein Foto zu schießen. Genau so, gut gemacht. Aber weil Pikachu so weit weg ist, sieht es sehr klein aus, nicht wahr? In solchen Momenten kannst du die Zoom-Funktion nutzen. Halte ZL gedrückt, um den Zoom zu nutzen. Er bleibt aktiv, bis du die Taste loslässt. Und jetzt schießt mal ein Foto, auf dem Pikachu schon groß drauf ist. Der ganze Körper deines Motivs sollte groß in der Mitte des Rahmens zu sehen sein. Sieht aus, als hättest du schon den Dreh raus, was deine Kamera angeht. Du machst das toll. Ach ja, in den Optionen kannst du die Kamera und die Gyrosensorsteuerung anpassen. Diese Einstellung kannst du auch während einer Erkundung im Pausenmenü vornehmen. Professor, ich bin fertig mit der Erklärung. Na, hast du dich mit der Forschungskamera vertraut gemacht? Ich werde gleich mal die Fotos bewerten, die du geschossen hast. Zunächst musst du dafür ein Foto pro Pokémon auswählen. Ich bewerte sie dann mit einem speziellen System, das ich entwickelt habe. Zeige mir einfach die Fotos, die dir am besten gefallen. Wähle, gut, da haben wir Ordner, je nachdem welches Pokémon, und wir haben glaube ich jeweils noch ein, nein, da haben wir 2 Bilder, stimmt. Und da haben wir auch noch ein Bild, ja, und da können wir entweder mit Plus drucken oder mit dem Feld da unten zur Bewertung gehen. Dann werfen wir mal einen Blick auf deine ersten Fotos. Das ist ein Pikachu. Das ist das erste Mal, dass du dieses Pokémon fotografiert hast. Das erste, was ich bei einer Bewertung mache, ist dem Foto eine Anzahl an Sternen zuzuweisen. Diese Unterscheidung habe ich mir ausgedacht, um das Verhalten der Pokémon besser verstehen und einordnen zu können. Je ungewöhnlicher das Verhalten des Pokémon ist, desto mehr Sterne bekommt das Foto. Ist ganz einfach, oder? Aber bedenke dabei, dass die Anzahl Sterne keinen Einfluss auf die Punktzahl hat. Diese hängt von anderen Kategorien ab. Bei der Bewertung einer Kategorie nutze ich Daten, die von der Kamera vor und nach der Aufnahme aufgezeichnet wurden. Okay, dann fangen wir mal an. Zuerst sehe ich mir die Pose an. Hier geht es darum, im richtigen Moment auf den Auslöser zu drücken. Je besser dein Timing ist, desto höher die Punktzahl. Schauen wir uns jetzt die nächste Kategorie an. Bei Größe wird, wie der Name schon sagt, die Größe des Pokémons auf dem Foto bewertet. Bei Blickrichtung kommt es darauf an, wohin das Pokémon schaut. Versuche es möglichst von vorne zu fotografieren. Positionierung bewertet die Bildkomposition. Achte immer darauf, dass das Pokémon in der Mitte des Fotos ist. Um
Du bekommst zusätzliche Punkte, wenn auf dem Foto noch weitere Pokémon zu sehen sind. Ich weiß, das waren jetzt ganz schön viele Informationen auf einmal. Fürs Erste sollte es reichen, wenn du dir einfach nur das Folgende merkst. Bestätige den Auslöser, wenn das Pokémon schön groß und mittig zu sehen ist. Okay. Wenn man das alles berücksichtigt, sieht deine Bewertung folgendermaßen aus. Toll, kaum zu glauben, dass du das zum ersten Mal gemacht hast. Auf diesem Foto sieht man ein Vivillon. Dieses Pokémon haben wir noch nicht erforscht. Es fliegt gerade, nicht schlecht. Das Foto kann sich sehen lassen. Denke immer daran, dass der ganze Körper des Pokémons groß auf dem Foto zu sehen sein sollte. Was sagst du dazu? Mache viele Fotos und lasse sie bewerten, um so deinen ganz eigenen Pokémon-Fotodex zu erstellen. Das ist das große Ziel. So, genug geredet, das Abenteuer ruft. So, jetzt ist alles fertig. Dieses Gefährt wird dich auf deiner Erkundung sicher transportieren, damit du in aller Ruhe Fotos schießen kannst. Darf ich präsentieren? Das ist das Neo One. Mit ihm kommt man in 0, nix auch an weit entfernte Orte. Das ist der Wahnsinn. Ich habe es dank der Hilfe eines Freundes vor kurzem endlich fertigstellen können. Weißt du, in Lentil gibt es nämlich einige Stellen mit sehr hohem Energievorkommen. Professor, das kannst du doch später noch alles erklären. Na schön. Dann steig jetzt ins Neo One und berühre die Schaltfläche vorne mit deiner Kamera, um loszulegen. Das Spielprinzip ist wirklich sehr klassisch, so wie es beim Pokémon Snap bis jetzt immer war, ja. Und er genießt ihren ersten Ausflug, so quasi, haben sie jetzt gesagt, ja. Und den wir uns mal überraschen lassen, war, dass da uns auf dem ersten Rundkurs wird alles über den Weg laufen. Grafisch ist es natürlich relativ gut gemacht, es sieht auch recht gut aus, aber für so einen Whale-Shooter, wenn man dem glaubt, sagt, ja, darf man das eigentlich auch erwarten. Und Optionen können wir, glaube die Einstellungen einstellen. Da hätte ich gerne ein bisschen, dass wir ein bisschen schneller zielen können. Nature Park. The Neo One will automatically follow a set route. You can just focus on looking around and taking photos. Also, schauen wir mal, ein bisschen bis jetzt da auch schon CFG. Oh! Aha, passt. Oh, Kristallblume, weil es mit der Aufsicht ist mal sicher kein Pokémon.
Und da noch haben wir irgendwo etwas übersehen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es sieht schon Hammer aus, also ich finde es cool. Aber noch irgendwo etwas übersehen da. Da wäre noch etwas drin gewesen, genau. Da hinten ist schon der Input, wie es aussieht. Ja, ich weiß, es ist jetzt halt nicht so viel. Ich muss mich einmal ein bisschen konzentrieren und viel umschauen, aber da kenne ich da vom letzten von Pokémon Snap, den ich vom 64 noch gespielt habe. Nehme ich mal an, oder hoffe ich zumindest für euch. Und da, wo ich meistens den meisten Anspruch nimmt, Zeit in Anspruch nimmt bei dem Spiel, ist natürlich noch ein Fotos aussuchen und dem Professor zeigen und bewerten lassen. Da kann natürlich eine Weile gehen. Willkommen zurück. Hattest du Spaß bei der Erkundung des Floreo Naturparks? Und dann wähle mal die Fotos aus, die ich mir ansehen soll, genau wie du das beim letzten Mal getan hast. Und denke daran, nur ein Foto pro Pokémon. Ja, wir haben ein paar Pokémon gefunden da. Die wir da mal schauen. Der gefällt mir eigentlich noch gut und der gefällt mir auch noch gut, aber ich glaube, das ist der, der am grösste ist. Darum würde ich jetzt den nehmen und da haben wir da ausprobieren. Da haben wir auch noch 1, 2 Fotos, nehmen wir mal das. Da haben wir wenig gutes, nicht von vorne, nur von hinten. Da haben wir da auch noch von hinten, da hätten wir noch ein bisschen von der Seite und relativ groß. Probieren wir den mal. Und da entweder da von der Seite oder da von vorne. Dann nehmen wir da von vorne. Dann wäre auf halbwegs von vorne und da können wir mal ausprobieren. Ja, das sind beide Scheiße. Da ist ein bisschen mehr in der Mitte. Der ist fast am besten. Den probieren wir den. Dann probieren wir da, ist das größte und da haben wir noch das Zweier, was ist denn mit dem Zweier speziell? Probieren wir das Zweier aus. Okay, werfen wir mal einen Blick auf deine Fotos. Dodri. Ja, Dodri haben wir das erste Mal und Größe 2000. Ich glaube, das ist das Maximum, das man rausholen kann. Auf Blick richtig. Und alles ist nicht so gut, aber 4000er Fotos ist sicher mal nicht so schlecht. Ich meine, da haben wir das Neues. Vivillon. Das ist ein bisschen besser, aber nicht viel. Ja, also behalten wir es neu.
Bisofang. A new discovery. Das ist neu. Nice work. Positionierung ist super gewesen. Da, sieht so aus. A new discovery. Nice work. Größe ist scheiße, Blickrichtung ist auch scheiße, Positionierung ist gar nicht so schlecht. So, A new da discovery. nehme ich jetzt Blickrichtung Wunder. Nice work. Ja, die ist nicht so gut. Okay. Ja, ist auch neu, wissen wir. Nice work. A new discovery. Nice Da work. ist ein 2er Stern. Wieso ist denn da dieses Verhalten? Sieht man auf. Gut gemacht. Ja, gut. Es ist Schwalbini. A new discovery. Nice work. A new discovery. Nice work. Und noch das Kappador. A new discovery. Nice work. 3000er. Und da gibt es ja 200 Punkte oder so, oder fast nicht. A new discovery. Nice work. Na, gleich noch 2. 2,4. Hätte ich nicht gedacht. A new discovery. Perfect Dieses timing. Verhalten sieht man nicht oft. Wundervoll. Aus einem perfekten Moment abgepasst. 3 Sterne, okay. How was it? Punkte für deine Erkundung. Ah, okay, da gibt es das Level-System in dem Fall. Wir haben da die 40.000 knapp verpasst. Na, wie ist es gelaufen? Lass mich dir zum Schluss noch erklären, was es mit dem Forschungslevel auf sich hat. Er zeigt dir den Fortschritt deiner Erkundungen auf der Strecke an. Zusammen mit dem Level steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Pokémon neue Verhaltensweisen an den Tag legen. Du kannst deinen Forschungslevel erhöhen, indem du all die verschiedenen Situationen fotografisch festhältst. Damit ist gemeint, dass du von jedem Pokémon ein Foto mit jeweils 1 bis 4 Sterne machst. So, Oder einfacher ausgedrückt, fülle deinen Pokédex. Das ist eigentlich das Einzige, was du dir merken musst. Genieße deine Zeit mit dem Pokémon und schieße dabei jede Menge Fotos. Unsere Erkundung dieser Strecke hat gerade erst begonnen, aber du bist der Aufgabe sicher gewachsen. Fortschritt erhalten, Schnupperkurs. Ja gut, was mit denen auf sich hat, da weiß ich ja nicht. Aber ja, Album speichern, im Album speichern. Könnt ihr da etwas speichern? Naja, eigentlich nicht. Das ist schon gut. Gehen wir zum Basiscamp. now then. Damit solltest du erst einmal alles Nötige wissen. Hey, Professor, können wir heute auch in einer nächtlichen Erkundung aufbrechen? Noch nicht. Lass Kesha sich erst noch ein bisschen eingewöhnen. Also, Du kannst übrigens jederzeit im Labor vorbeischauen und einen Blick in den Fotodex werfen. Alles weitere erkläre ich dir, wenn du dort mal vorbeischaust. anyway. Also dann, ich will dich nicht länger aufhalten. Viel Spaß beim Fotografieren. Ja, da wäre es in dem Fall gewesen, da für die erste Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, auch wenn wir halt einmal auf der Strecke sind, eher ein bisschen weniger oder gar nicht drin. Aber
ja, wie halt so, die schon länger dabei sind, die wissen das. Somit vielen Dank, sind ihr dabei gewesen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst doch einen Daumen oder ein Abo da und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, man hört sich.